Okay, servus. Zum nächsten Wimmelbild-Adventure. Und zwar lüften wir das Geheimnis des Wächterordens. Das heißt, wir werden rätseln und verzweifeln. Und ich spähe die ganze Sache mal wieder blinke. Und zwar auf der mittleren Stufen. Ab geht's. 18. März 1920. Sevilla, Spanien. Während der Ausgrabungen am berühmten Torre del Oro entdeckte Pedro Alvarez eine geheimnisvolle Büchse. Sein Fund brachte ihn um den Schlaf. Die ganze Nacht hindurch untersuchte er die Büchse, bis er ihr wahres, schreckliches Gesicht erkannte. Da er begriff, dass die Büchse zerstörerische Kräfte hatte und nicht in die falschen Hände geraten durfte, floh er mit ihr. Er gab sie der Person, der er am meisten vertraute, seiner jüngeren Schwester Carmen. Seine letzten Worte verfolgten sie. Vertraue niemandem, beschütze sie mit deinem Leben. Carmen konnte die Büchse retten, doch sie hatte ihren einzigen Angehörigen verloren. Als Mitglied des Wächterordens musst du verhindern, dass die Büchse in die falschen Hände gerät. Reise schnell nach Spanien und finde die Büchse. Ja gut, und da sind wir jetzt in Spanien. Was möchte ihr? Eine Einführung? Nein, die brauche ich nicht. Ja, pass auf, wer denn das da? Hola, Fremder. Hast du schon von der verfluchten Büchse des Goldenen Turms gehört? Für nur 1 Peso kannst du alles nachlesen. Was für ein Peso? Ja, sag mal. Dieser Bengel, ich hab bloß Euros. Und da runter habe ich mein Inventar, gell? Ja, da schau her. Ein Regenschirm. Ja, so, bin ich mit diesem Moped nach Spanien gefahren. Ein Brecheisen. Die Sonnenfinsternis beginnt. Warum? Und wir suchen eine Büchse, gell? Ja, wer ist das da? Wer ist diese Frau? Ja, das weiß ich ja nicht. Ich bin gerade erst gekommen. Unbezahlbare Objekte. Was sagt er? Das Ende ist nah. Niemand wird davon kommen. Und dann kriegen wir ein kleines Schild. Symbole. Oh Gott. Da fällt mir schon wieder was, gell? Geht schon mal gut los. Ja, was ist denn das da? Eine Folterbank. Ein schwerer Deckel. Da kann ich was verwenden. Oh, schau hier, eine Kerbe. Moment. Eine Kerbe. Leg das. Und dann muss ich. Oh Gott, ich muss suchen. Und zwar brauchen wir eine Münze aus Gold. Eine goldene Münze. Ja gut. Ein Knopf. Eine Axt. Ja mal da, geh. Dann brauche ich 2 Frösche. Da war der zweite. 2 Fächer. Oma. Dann braucht man ein Hufeisen. Das ist Tomat. Eine Feder, die habe ich irgendwo gesehen. Die Feder. Ja, da ist. Eine Maske haben wir auch. Da ist der Hut. Die Orange. Der Knopf. Was tue ich mit dem da? Ein Mond. Moment. Und es war der geheimnisvolle Kristall. Und das war der Knopf. Ich brauche gerade noch diesen Rubin. Ist er das? Aber ich brauche irgendwas. Ja, pass auf. Den Rubin muss ich auslöffeln. Leg das. Und dafür kriege ich einen Peso. Wow. Mir nicht.
Was kriege ich? Eine Auszeichnung. Geil. Das Museumsfenster. Was ein Gegenstand fehlt. Das Schild legt den Peso-Brei für den Bengel. Was tue ich mit dem Schirm? Ach so. Was habe ich? Ein Hinweis. Verstehe. Eine Anleitung. Ja, pass auf. Er kriegt ihr da den Peso. Gracias. Nun habe ich genug Geld für ein Eis. Ja gut. Der holt ja ein Eis. Und dafür kriege ich ein Rosensymbol. Der Sevilla-Kurier. Artefakt gestohlen. Ist das die Büchse oder was? Ein Diebstahl im Museum. Pass auf. Das Rosensymbol. Und ich muss ja wahrscheinlich da ein bisschen unordnen, ha? Ein Baum. Moment. Das war der Baum. Dann kommt der Löwe. Dann haben wir da einen Adler, die Schlange und die Rosen. Und Sesam öffnet sich. Ja, sag mal. Gemeingefährlich. Und jetzt kriegen wir einen stumpfen Dolch. Geil. Da geht's hinten. Wir haben keine Zeit. Ja gut. Zeit ist Geld. Und da haben wir, oh Gott, ein Mordsrätsel schon. Die Büchse. Ja, die sagen wir wer. Wer hat die Büchse? Eine Seite aus Petrus Tagebuch. Ein Gegenstand fehlt. Hey, warte mal. Ein kleines Schild. Und dann haben wir ein Rätsel. Oh Gott. Was muss ich? Der Mönch muss zum Engel. Und dann muss er zum Tor. Und ich muss auf die Bestien achten. Die Bestien, ha? Ja gut, jetzt bin ich beim Engel. Ja gut, pass auf. Ganz einfach. Die Bestien erwischen mich gar nicht. Hier wollte ich gerade noch oben. Pass auf, was macht er? Die nächste Auszeichnung, ja sag mal. Da werde ich ständig belohnt. Und dann mal wieder mal die Lady. Keine Bewegung. Bevor du näher kommst, musst du mir erst beweisen, dass ich dir vertrauen kann. Ja, sag mal, Baby, ich bin doch ein Bayer. Hier kannst du vertrauen. Keine Bewegung. Bevor du näher... Ja gut. Was soll das sein? Jetzt habe ich eine Lampe gestohlen. Und da drin kann ich noch nichts machen. Da muss ich erstmal dieses Vertrauen gewinnen. Ja gut. Ich gehe mal da in die. Wow, was ist denn das da? Eine eiserne Jungfrau. Und da fällt mir was. Eine alte Prophezeiung. Und wieder mal eine Seite aus Petrus Tagebuch. Ja, was soll denn das sein?
Oh Gott, da fällt mir auch was. Ein Schleifstein. Was tue ich mit dem? Jetzt habe ich einen antiken Schleifstein gestohlen. Und da haben wir eine Bibliothek, oder? Oder ein Archiv. Was ist das? Eine Wasserhexe. Der Wächter. Eine Schriftrolle mit einer alten Prophezeiung. Die Finsternis. Und da kriegen wir eine Metallplatte und... Was ist das da? Gemäldefragment. So, man, diese Notizen. Ah, die sind da erinnert. Der Tatort. Da ist der Pedro ermordet worden. Und das ist Carmen. Da schau her. Und ich habe eine Karte. Wow, schön. Was könnte ich hier verwenden? Was soll ich da verwenden? Der Pedro Alvarez. 32 ist er geworden. Oh Gott, von einem Hund erbissen. Da kann ich was verwenden. Aber was? Was können wir da verwenden? Ein Schleifstein, nicht, oder? Vielleicht eine Lampe. Ja gut, die passt. Und jetzt haben wir da ein Rätsel, oder wie? Ich muss das Wort Keeper bilden. Was sagt er? Diagonal. Diagonal. Wahrscheinlich da oben, ha? Das heißt, ich brauche erstmal ein K. Dann brauche ich ein E. Nehmen wir das da. Und dann brauche ich noch einmal ein E. Pass auf, ein P. Jetzt brauche ich ein E da unten. Scheiße, es passt nicht. Aber so, gell? Und ein R. Weg das. Und? Was sagt er? Ach, das passt nicht schön. Das P. Pass auf, mach ich das da, daher. Und? Ja gut. Es sollte passen. Na, da schau her. Eine Karte. Was sagt ein Gegenstand fehlt? Der Gegenstand. Petrus Brief. Ja, warte mal. Dann kann man doch. Der Carmenbringer. Vielleicht können wir es damit überzeugen. Baby, ich habe Post. Carmen, wenn du diesen Brief liest, bin ich schon gestorben. Es gab so viel, was ich dir sagen wollte. Ich wusste nur nicht, wo ich anfangen sollte. Jedes Mal, als ich es versuchte, bekam ich plötzlich Angst. Ich wollte dich beschützen. Das hatte ich Mama und Papa versprochen. Doch du bist nun kein kleines Mädchen mehr. Du bist eine starke, schöne Frau. Seit vielen Generationen führt unsere Familie eine Organisation an, den Wächterorden. Wir beschützen mystische Artefakte vor denen,
die ihre Kraft missbrauchen würden. Du bist nun die letzte Wächterin. Nur du kannst die Büchse vor den 3 Schwestern beschützen. Sie sind nicht von dieser Welt. Unterschätze sie bloß nicht. Es tut mir leid, dass ich nicht Lebewohl sagen konnte. Verzeihst du deinem dummen Bruder? In Liebe, Pedro. Oh, Pedro, natürlich verzeihe ich dir. Ich vermisse dich so sehr. Und du, bitte verzeih mir. Ich dachte, du hättest ihn umgebracht. Nun kenne ich die Wahrheit. Hilf mir, den geheimen Gang zu finden.